Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Thun. Wir haben folgende 4 Themen heute für eure Sendung. Tram-Entgleisung bei Zeitglocke zu Bern. Wir waren an der Unfallstelle. Wir ziehen die Bilanz bei den Bernerinnen und Bernern, was ihren Lohn angeht. Ebenfalls hat uns die Berner Kantonalbank ihre Bilanz vorgestellt. Und uns hat Wunder genommen, wie ein Velogemmel entsteht. Heute Morgen ist bei der Zeitglocke zu Bern ein Tram aus den Schienen geraten und 100 Meter auf dem Trottoir geschlittert. Einzelne Personen sind leicht verletzt worden. Meine Kollegin Daniela Dambach war vor Ort und hat mit dem Mediensprecher der Kantonspolizei Bern und mit dem Betriebsleiter des Café Piri geredet. Was war das heute Morgen für ein Erwachen? Ja, wir stehen hier aktuell im Einsatz wegen einem geleisten Tram am Kornusplatz hier in Bern. Aktuell haben wir keine Kenntnis von schwer verletzten Personen. Es sind aber mehrere Personen mit Verletzungen ins Spital gebracht worden. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Einschränkungen insbesondere für den öffentlichen Verkehr noch länger andauern werden. Könnt ihr das abschätzen, wie lange das wird dauern, bis die Strecke wieder frei ist? Das ist im Moment noch schwierig zu sagen. Wie ihr seht, ist man aktuell mit der Bergung von diesem Tram beschäftigt. Das ist sicher das, was als nächstes ansteht. Wie lange aber die Einschränkungen noch gehen, kann ich aktuell nicht sagen. Könnt ihr euch erinnern, dass so etwas in dieser Art schon mal passiert ist? Ich persönlich nicht, nein. Und wie arbeitet ihr da mit Bern Mobil zusammen? Also eben sind von beiden Organisationen sind Leute da. Wie erfolgt die Zusammenarbeit? Also grundsätzlich ist es so, dass wir von der Kantonspolizei für die Ermittlung und die Ursachenklärung von diesem Unfall zuständig sind und Bern Mobil natürlich als Partner auch vor Ort ist. Merci vielmals. Wie hast du heute den Start in den Tag erlebt? Spektakulär habe ich erlebt. Ich habe vor dem Betrieb auf eine Kollegin gewartet, die mir einen Schlüssel bringen sollte. Die hat sich dann ein bisschen verspätet und dann ist eben der Unfall passiert mit dem Tram, der vor Adrianus um eine Ecke ist und dort aus der Schiene gesprungen ist und mit einem grossen Krach vor der Kuba-Bar ist stehen. Das war auch ein ziemlicher Klopf, oder? Ja, es ist natürlich ja, es ist laut, schnell, hart, so wie man es nicht so gerne hat am Morgen. Ja, und man weiss natürlich nicht, ist jemand zu Schaden gekommen. Es sind dann sehr viele Leute, also viele Leute, verhältnismäßig viele Leute, gerade zum Unfallort her gefunden. Ja, es hat Strassenwischer gehabt, zum Beispiel. Es hat Pendler gehabt, die eben auf einem Tram gewartet haben. Es waren sofort 20 Leute um das Tram herum. Und ich bin nachher eigentlich nur schnell schauen, ob ich helfen kann oder nicht. Und mir jetzt nicht gedacht, nein, ich kann eigentlich nichts dazu beitragen. Ich stehe auch mehr im Weg herum. Ich habe gesehen, dass es sehr schnell ist angerufen wurde. Es ist erstaunlich lang gegangen, bis Hilfskräfte eingetroffen, mir dünkt. Aber das hat man, glaube ich, immer das Gefühl, wenn man so ein bisschen auf Adrenalin ist, hat man das Gefühl, die Feuerwehr müsste da sein, und die Polizei oder die Sanität oder so. Ja, Schreckmoment, definitiv. Das ist, ja. Und ist das jetzt auch Thema bei den Gästen heute Morgen? Ja. Also es ist schon ein spektakuläres Bild. Es beschäftigt jeden, denke ich, der daran vorbeiläuft und das wahrnimmt. Die Lohnfrage ist vielen Orten noch immer ein Tabuthema. Wir waren für euch in Bern in der Hauptstadt unterwegs und haben Passantinnen und Passanten gefragt, wie viel sie verdienen und ob sie mit ihrem Lohn zufrieden sind. Was ist dein Job? Als was arbeitest du? Ich arbeite als Praktikantin in der Neuropsychologie in der Insel. Und wie viel Geld verdienst du in diesem Praktikum? In diesem Praktikum verdiene ich 2300 brutto. Findest du das angemessen? Ich finde es grundsätzlich schon mal angemessen, dass ich Lohn bekomme als Praktikantin, weil oft in der Praktikastellen bekommt man nicht einmal Lohn. Also es gibt viele Forschungspraktika, die gar keinen Lohn bekommen, und das finde ich halt sehr unangemessen, weil wir erbringen gleich Leistung und bekommen gar keinen Lohn. Ich finde aber gleich so die Unterstützung, die ich
den Leuten gebe oder dem Team gebe, dürfte noch ein bisschen mehr entlöhnt werden. Wie viel wäre das, deiner Meinung nach? So mindestens 3'000 für die Praktikumsstelle. Was machst du beruflich? Ich bin angestellt als Network-Ingenieur, also in der IT-Branche bei einem KMU hier in Bern. Also ich studiere noch zum einen und zum anderen arbeite ich in einer Schule als Heilpädagogin. Genau. Als Heilpädagogin, wie viel verdienst du da bei diesem Job? Ich verdiene auf etwa 20% 1300. Ca. 6'500 Franken netto im Monat bei 90%. Bei welchem Unternehmen arbeitest du? Ich bin bei der Smart Dynamic AG. Würdest du sagen, du bist zufrieden mit diesem Lohn? Ja, im Großen und Ganzen eigentlich schon. Der Lohn stimmt für mich. Für mich wäre wichtiger, dass die Arbeitsbelastung ein bisschen weniger wäre durch Fachkräftemangel, den wir auch spüren. Sind die Präsenzzeiten doch zum Teil recht lang. Und für mich wäre es wichtiger, dass man ein bisschen mehr Freizeit hat als Ausgleich, eigentlich, als mehr Geld. Findest du, das ist für das, was du machst, die Verantwortung, die du hast, angemessen? Ja, im Moment würde ich sagen, ist angemessen. Auch noch so im Anbetracht, dass ich noch im Studium bin. Sonst aber sicher nicht überzahlt, finde ich, wenn man fertig ausgebildet ist und es eigentlich ein Job ist, wo man normalerweise erst nach dem Master antritt. So. Okay, was denkst du, was macht es aus, dass Leute in diesem Beruf mehr verdienen sollten? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, sie arbeiten mit Kindern, Drittel bis Sechsteler, und ich glaube, wir wissen, dass die Kinder mega fest prägen kann und so aufnahmefähig sind und ganz viel passiert in diesen jungen Jahren. Und dadurch finde ich es eigentlich sehr wichtig, dass man dort eben auch investiert in die gute Ausbildung und eben wie dort ansetzt. Das Gefühl, das ist eigentlich im Interesse schlussendlich der ganzen Gesellschaft. Und dort bin ich immer dafür, dass die Berufe eben auch entsprechend entlöhnt sind und attraktiv gemacht werden, für dass man einfach auch die Qualität der Leute, also wir, was sie wie ausbilden, die Kinder, ja, wie sicherstellt und hochhaltet. Ja. Wie viel verdienst du? Ich verdiene 5'800. Denkst du, für das, was du machst, ist das ein angemessener Lohn? Schwierig zu sagen. Ich denke, also ich habe jetzt noch kein Kind, keine Familie. Ich denke, wenn ich mal wieder ein Kind habe, wäre der Lohn auch zu wenig, sage ich mal so. Wenn du den Aufwand anschaust, den du hast, das, was du tagtäglich machst, deine Arbeitsstunden, ist das so fair? Ja, ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich natürlich als Zimmermann sehr körperlich betont. Und ja, wenn ich dann so mit anderen vergleiche, so Bürojobs oben innen, die sehr viel Geld verdienen, ja, das ist aber ein bisschen schwierig. Nicht nur Passantinnen und Passanten haben einen Einblick in das Portemonnaie gegeben, sondern auch die Berner Kantonalbank. Erneut verzeichnen sie ein Rekordjahr. Meine Kollegin Denis Schacko hat der CEO der BKB, Armin Brun, gefragt, was das Geheimnis des Erfolgs ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat, das ich vorstellen durfte. Es ist eine Entwicklung über mehrere Jahre, wo wir jetzt wirklich ein ganz stabiles, schönes Resultat präsentieren dürfen. Die Plattform J hat in den letzten Tagen Strassenumfragen gemacht und die Leute gefragt, ob sie uns Einblick in ihr Portemonnaie, in ihre Finanzlage gewähren. Herausgekommen ist, dass die meisten zufrieden sind mit ihrem Einkommen, mit ihrem Lohn. Wie sieht es bei euch aus? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich bin der Meinung, der Vergleich ist des Glückes Tod. Also ich schaue nie, was andere für einen Lohn haben drin. Mein Lohn ist öffentlich, den kann man nachlesen und ich bin sehr zufrieden mit dem. Und wie sieht es bei euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus? Wir haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Wir haben das Thema Lohn auch dort abgefragt. Das ist ein stabiler Wert. Trotzdem haben wir mit den letzten 2 Jahren überproportional zum Markt Lohnerhöhungen geben. Dieses Jahr 3%, was ein sehr schöner Wert ist. Bei unserer Umfrage ist schon herausgekommen, dass nicht nur der Lohn allein wichtig ist, sondern auch, dass die Leute Zeit haben für ihre Freizeitaktivitäten, dass sie zum Teil bedauern und sie bringen so in Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, dass sie so eine hohe und auch eine starke Arbeitsauslastung haben. Wie sieht es bei euren Mitarbeitenden aus? Ganz zuerst, ich finde das eine super Aussage, weil die Kultur von einem Unternehmen, wenn es einem wohl ist, dann ist man auch bereit, mehr zu leisten oder anders zu leisten drinnen. Geld ist nicht das Entscheidende am Ende drinnen, sondern habe ich gute Kollegen, gehe ich gerne arbeiten und wenn ich morgen gerne arbeite, ist die Frage auch vielleicht ein bisschen weniger virulent.
Aber es ist so, wir haben eine rechte Herausforderung, wir haben das Geschäftsvolumen können steigern, der Prozess entwickelt sich auch besser und ich würde sagen, die Belastung hat in den letzten Jahren schon zugenommen. Und kommen wir noch zu euch. Wie sieht es bei eurer Arbeitsbelastung aus? Habt ihr noch Zeit für gewisse Freizeitaktivitäten? Ja, ich habe vielleicht eine andere Arbeitsbelastung wie der andere Mitarbeiter, aber ich habe es schon ein bisschen erwähnt, ich bin sehr glücklich in dem Job, den ich mache. Und da tue ich einiges auch ausgleichen. Und letztes Wochenende, obwohl es jetzt Bilanzmedienkonferenz ist, bin ich 2 Tage auf der Ski mit meiner Familie und das hat mir extrem viel Energie gegeben, dass ich wieder diese Woche gut zu Weg bin. Das ist sozusagen euer Geheimtipp für raus an die frische Luft? Ich bin immer für draussen, wenn es geht. Ob Wandern, Skifahren, Biken, das ist mein Tipp. Und zusammen mit Freunden und Familie, das ist wichtig. Von Bern kommen wir auf Bussalp. Am Wochenende findet die 28. Velogemmel-Weltmeisterschaft statt. Tollkühne Fahrerinnen und Fahrer stürzen mit einem holzigen Velo den Hang runter. Meine Kollegin Denise Schacko ist bei Holzkreation Schmidt vorbeischauen, wie so ein Velogemmel entsteht. Das ist sicher so, dass so ein Velogemmel robust ist. Und das wird sicher in der Familie weitergeben. Also das sind sicher 70-, 80-jährige Velogemmel, die man hier noch auf dem Schlittelweg sieht. Ja. Die belastenden Teile in diesem Sinn, Gestell, Lenkstangen, das ist aus Eschenholz. Und die anderen Bestandteile sind aus Ahorn. Ja, an einem guten Tag arbeite ich in 10 Minuten. Das ist rein zu zusammensetzen. Wenn man jetzt die ganze Produktion anbrechen dann sind das vielleicht irgendwo 6, 7 Stunden, die eigentlich die Produktion von so einem Velogemmel ist. Das ist im Schnitt 30, 40, wenn es ein ganz starkes Jahr ist, vielleicht 50 Velogemmel. Der grösste Teil ist sicher hier das Grindelwald, respektive einfach Leute, die den Bezug haben zu Grindelwald, sei es familiär irgendwo, ferienmässig. Wir machen nicht aktiv Werbung in diesem Sinn. Darum, die Leute, die bei uns ein Velogemmel kaufen, die kennen das und die haben eben irgendeinen Bezug zu Grindelwald. Ich bin ja schon mitgefahren. Also die erste Mal, was hat angefangen mit dieser WM, bin ich auch mitgefahren. Ja. Was sicher von Vorteil ist, wenn die Kufen nicht rostig sind. Und von dort an da kehrt man die verrücktesten Sachen von mit Speckschwarten einschmieren, von Kufen wärmen, also das Eisen temperieren und dann mit Wachs wie ein Ski auch. Also da kehrt man die verschiedensten Sachen. Das war es vom heutigen Panorama. Weitere Infos zu diesen Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch oder in unserer App. Unsere Kollegen von Mediennews präsentieren euch im Anschluss noch das Wetter. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und merci vielmals fürs Zuzuschauen. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Hier ist das Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren, am Donnerstagabend. Heute hat uns eine schwache Störung überquert. Zur Abwechslung hat es wieder einmal ein bisschen Niederschlag gegeben im Laufe des Tages. Wir sehen die Störung hier auf dem Satellitenfilm, wie sie von Nordwesten her über die Alpen hineingezogen ist. Jetzt haben wir aber schon wieder ein Hochdruckgebiet, das sich aufbaut. Und das wird morgen wetterwirksam und dann auch übers Wochenende und zum Wochenstart wetterbestimmend bleiben. Morgen am Vormittag gibt es zum Teil noch ein paar dichte Wolken, vor allem Richtung Oberland und Emmental. Meistens ist es aber trocken, sonst zum Teil auch schon sonnig, vor allem hier Richtung Seeland, aber auch in der Stadt Bern schon ein paar längere sonnige Abschnitte am Freitagvormittag. Und die Temperaturen die liegen morgen knapp über dem Gefrierpunkt. Am Nachmittag dann ein Übergang zu sonnigem Wetter überall. Die Wolken werden weniger, die Sonne dominiert und die Temperaturen erreichen knappe 10 Grad.
Ja, und dann, ich habe es gesagt, geht es mit dem ruhigen Hochdruckwetter weiter am Wochenende und zum Wochenstart. Zum Teil hat es ein bisschen Nebel im Flachland. Sonst ist es aber sehr sonnig mit hohen Wolken. Es geht darauf mit den Temperaturen bis am Montag auf 12 Grad. Da schmeckt es schon ein bisschen nach Frühling. Auch in der Höhe wird es in den nächsten Tagen wieder sehr mild. Dann gibt es ein paar Wolken mehr auf die Woche Mitte her. Dürfte aber bis am Mittwoch noch meistens trocken bleiben. Erst am Donnerstag haben wir dann voraussichtlich eine neue Störung, die uns überquert. Darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Einmal im Tag mit dem Wetter hier auf der Plattform J. Einen schönen Donnerstagabend und bis zum nächsten Mal.